Willkommen in der Schweiz. Hallo zusammen, schön sind ihr wieder da bei Willkommen in der Schweiz. Ich bin heute ein bisschen verkältet, vielleicht hört ihr das auch. Meine Nase ist ein bisschen verstopft. Und das liegt daran, dass es jetzt in der Schweiz ziemlich kalt geworden ist. Es ist jetzt November, das heisst, der Herbst ist voll in der Schweiz da. Leider haben wir aber nicht mal wirklich einen schönen Sommer geniessen das Jahr. Der Sommer ist sehr kalt gsi, es hat viel geregnet. Also leider nicht so ein schöner Sommer, bevor jetzt wieder die kalte Jahreszeit gekommen ist. Viele haben den Herbst gar nicht gern, gerade weil es so kalt wird und auch weil es oft sehr neblig ist. Das heisst, es wird dunkel, ein bisschen düster und grau. Und vor allem natürlich meine Mutter, die Australierin ist, sie hat es gar nicht gern, wenn die kalte Jahreszeit wiederkommt. Für mich ist es aber so, dass Herbst eigentlich meine Lieblingsjahreszeit ist. Ich finde es tatsächlich sehr schön, wenn man am Morgen aufwacht und die ganze Welt ist in so einen dichten Nebel gehüllt. Es macht alles ein bisschen mysteriös auf eine Art. Und ich finde es auch sehr schön, wenn die Bäume ihre Blätter verlieren. Also wenn sie zuerst natürlich schön farbig werden. Das heisst, alle Wälder sind dann voll mit Farben. Es hat viel Gelb und Braun und Rot in den Wäldern und trotzdem noch ein bisschen Grün von den Nadelbäumen natürlich. Und ich finde die Mischung von all diesen Farben einfach etwas mega Schönes. Und auch ein Grund, warum mir der Herbst so gefällt, ist, dass ich im Herbst Geburtstag habe. Ich habe im Oktober Geburtstag, das heisst, es ist nicht so lange her gewesen. Und ich finde es einfach immer so schön, den Tag zu feiern mit Menschen, die man gerne hat. Was dann auch ich aber nicht so gerne habe, ist natürlich, wenn es zu kalt wird. Das finde auch ich manchmal unangenehm natürlich. Und ja, wie man sieht, führt das dazu, dass man schneller krank kann werden. Aber trotzdem habe ich gerne den Herbst. Und wer den Nebel im Tal unten aber gar nicht gerne hat, der hat natürlich immer noch die Möglichkeit, rauf in die Berge zu flüchten. Weil in den Bergen oben hat es meistens viel mehr Sonne. Und dann kann man auch, wenn man über der Nebelgrenze ist, runterschauen auf das sogenannte Nebelmeer. Also wenn man oben auf dem Berg ist, dann sieht man wie eine Art Meer, wo aber voll mit Nebel ist. Man kann dann runterschauen ins Tal und sich vorstellen, wie alle Menschen dort drin im Nebel sitzen und alles grau ist. Aber man selber auf dem Berg oben kann dann die Sonne geniessen und es sich gut gehen lassen. Das habe ich letztes Jahr im Herbst gemacht. Dann bin ich auf den Stoss rauf. Das ist ein Berg in der Zentralschweiz. Und auch da haben wir dann aufs Nebelmeer hinabschauen. Was wir dann aber natürlich
auch muss aufpassen in den Bergen, ist, dass es dann vielleicht schon Schnee haben kann. Tatsächlich hat es dann letztes Jahr auf dem Stoss im Oktober schon recht viel Schnee gehabt. Da muss man also gut ausgerüstet sein. Und wenn die kalte Jahreszeit kommt, dann wird es auch wieder Zeit für all die traditionellen schweizerischen Gerichte, also alles feine Essen, weil die meisten richtig typischen schweizerischen Essen sind eigentlich Gerichte, die man eher im Herbst und Winter isst. Zum Beispiel Raclette oder Fondue. Das werden sicher die meisten von euch kennen. Und weil das alles so richtig herzhafte und warme Essen sind, dann tun die meisten Leute das natürlich eher in der kalten Jahreszeit essen. Ich mache aber sicher noch eine andere Folge speziell fürs Essen in der Schweiz, weil da gibt es natürlich noch viel mehr zu erzählen. Etwas, wo ich aber jetzt schon vorwegnehmen will, was nämlich sehr mit dem Herbst zu tun hat, ist, dass im Moment Kürbissaison ist. Ihr habt sicher schon viel Kürbis gesehen, wenn ihr irgendwo sind, posten. Falls ihr das Wort posten nicht kennt, das nennt man einkaufen. Genau, also in dem Migros oder im Coop habt ihr sicher schon sehr viele Kürbis gesehen. Und ja, Schweizer haben gern ihre Kürbis. Ich denke, das beliebteste Essen, was man damit macht, ist die Kürbissuppe. Und dafür braucht man einfach natürlich Kürbis. Und dazu tut man dann Bouillon aufkochen. Also falls ihr Bouillon nicht kennt, das ist einfach so eine Gemüsebrühe, also so eine salzige Mischung aus Wasser und verschiedenen Gemüse und ja, eben Salz. Und dazu tut man dann auch noch Rahm rein. Falls ihr das Wort Rahm nicht kennt, das nennt man auf Hochdeutsch auch Sahne. Und genau, einige Leute tun dann auch noch gerne Herdöpfel in ihre Kürbissuppe. Und dann tut man das alles zusammen schön pürieren und gut würzen. Und schon hat man eine sehr feine Kürbissuppe. Und wenn man an Kürbis denkt, denkt man auch sehr oft an Halloween. Das ist auch etwas Typisches im Herbst. Leider aber ist es in der Schweiz nicht wirklich eine grosse Tradition, nicht so wie in den USA zum Beispiel. Was ich persönlich sehr schade finde, weil ich habe eigentlich gern Halloween. Ich habe gern alles, was ein bisschen unheimlich ist und auch wenn man sich ganz verrückte Kostüme ausdenken, also wenn man sich verkleiden kann. Ich finde das eigentlich sehr lustig. Ich weiß aber noch, dass wir als Kind ab und zu Halloween gefeiert haben. Da haben wir dann auch eine kleine sogenannte Trick-or-Treat-Runde gemacht. Oder auf gut Deutsch, wir sind einfach Süßigkeiten sammeln. Also wir haben unsere Kostüme angezogen und sind dann in der Nachbarschaft rumgelaufen, haben an verschiedene Haustüren geklopft und haben sie um Süßigkeiten gebeten. Ja, das haben wir doch ab und zu gemacht in unserem Dorf früher. Aber je älter man wird, desto weniger macht man das. Das ist natürlich eher für Kinder gedacht. Und später geht man vielleicht eher an Halloween-Partys, was es doch ab und zu gibt in Zürich. Vor allem in der Stadt Zürich findet man
am Wochenende vielleicht verschiedene Halloween-Partys und sehr oft gibt es dann sogar Rabatt beim Eintritt, wenn man mit einem Kostüm dort ankommt. Und ich weiss auch noch, dass ich mich als Kind immer sehr gerne als Hex verkleidet habe. Da konnte ich einfach ein schwarzes Kleid anziehen und einen Hexenhut und vielleicht ein bisschen gruseliges Make-up. Das habe ich immer gerne gemacht. Dieses Jahr habe ich für Halloween leider nichts gemacht. Wir waren einfach zuhause gsi, ohne Kostüm. Und ja, es war ein ganz normaler Tag dieses Jahr. Aber letztes Jahr sind wir auch an eine Halloween-Party gegangen, bei Kollegen von uns zuhause. Und dort haben sich auch alle können verkleiden. Ich glaube aber, ich hatte kein richtiges Kostüm, sondern ich hatte einfach ein bisschen Make-up. Ich habe, glaube ich, eine Spinne auf mein Gesicht gezeichnet oder so. Aber ein paar von den Kollegen haben wirklich ganz coole Kostüme gehabt. Das Beste an dieser Party ist aber sicher die Dekoration, die sie gemacht haben, und das verschiedene Essen, wo alles ausgesehen hat wie ganz gruselige Sachen. Da hat es zum Beispiel Guetzli gehabt, die ausgesehen haben wie Finger. Und es hat einen Kürbis gehabt, natürlich, wo ausgeschnitzt war, wo ja sehr unheimlich ausgesehen hat. Und es hat auch andere Guetzli gehabt, die ausgesehen haben wie Augen. Also sie sind sehr kreativ gewesen. Und ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch selber eine Halloween-Party machen kann. Ja, man sieht also, dass die Halloween-Tradition ein bisschen in die Schweiz gekommen ist, wenn auch noch nicht ganz so etabliert ist. Was aber gar nicht ein Ding ist hier in der Schweiz, ist Thanksgiving, wo ja zum Beispiel in den USA und in Kanada gefeiert wird. Das macht man in der Schweiz aber nicht. Es gibt aber noch eine eigene Herbsttradition in der Schweiz. Und zwar heisst das der Räbelichtli-Umzug. Und das funktioniert so, dass man nämlich in der Schule oder im Kindergarten sich ein sogenanntes Räbelichtli schnitzt. Also ein Rebe, das ist das Wurzelgemüse, wo so ein bisschen ähnlich ist wie ein Kohlräbli oder so, glaube ich. Und das tut man so ausschnitzen, dass es einen Hohlraum drin gibt. Und dann kann man auch an der Aussenseite der Rebe verschiedene Muster hineinschnitzen. Und dann tut man an der Seite der Rebe, also an möglichst jeder Seite, tut man ein Loch hineinmachen, sodass man dann eine Schnur durchziehen kann. Also meistens macht man dann 4 Löcher, dass man dann von jeder Seite die Schnur durchziehen kann. Und dann hat man eine Art Laterne. Das heisst, in der Mitte der Rebe tut man dann ein Kerzchen drin, also das, was man dann ausgehöhlt hat bei der Rebe,